Liebe Leute, ganz herzlich willkommen zu der ersten Kater zum Morgen Weihnachts-Spezial Bonus-Extrasendung. Die einzige Show, wo definitiv mehr Teig in der Luft ist als Weihnachtsstimmung in eurem Durchschnittsbüro um die Weihnachtszeit. Aber ihr zwei könntet schon noch ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung verbreiten, oder? Fuck! Jetzt stimmt's wieder. Super, viel schöner. Also, in der heutigen Sendung wird ganz viel gebacken und es wird natürlich auch ganz viel Glühwein getrunken. Zum Wohl. Das ist meine. Marin, hast du schon mal Mailänder gebacken? Nein, tatsächlich nicht. Aber ich habe ein Rezept rausgesucht. Und das hätte ich gesagt, machen wir jetzt, oder? Gehen wir rein. Butter in eine Schüssel geben. So. Eine Prise Salz. Und 3 frische Eier. Wie tust du? Okay, speziell. Ja. Auch schon mal ein Ei aufgeschlagen. Ja, jetzt gerade. Da bin ich froh, trainiere ich manchmal meine Arme. Wie trainierst du deine Arme? Wie feiern ihr überhaupt Weihnachten? Schreibt uns mal in den Kommentar. Einfach mal reinschreiben. Ich feiere Weihnachten mit meinem komischen Onkel, der immer ein bisschen zu viel trinkt. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Mehl. Ja, ich brauche etwa 500 Gramm. Das sind 200 Gramm. 300. Ui, jetzt sind wir ein bisschen drüber. He? Der Teig sieht so gut aus. Genau. Der ist viel zu flüssig. Habt ihr genug Mehl rein da? Ich glaube schon. Den muss man ja auch kneten können. Sag mal. Nicht gut. 600? Du hast 60 Gramm rein da, nicht 600. Du noch mal richtig, komm. Nur weil ich nicht Bäckerlehre gemacht habe. Ja komm, gib ein bisschen. 600 ist viel. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Brauchen wir Noch 500 ein oder Stopp! so? Also, dann gibt es jetzt die erste Quizrunde während dem Kneten. Ich tue dir jetzt verschiedene Namen von Dörfern aufzählen. Ja. Und du musst entscheiden, ob das ein Dorf in Graubünden ist oder ein Dorf in Albanien. Fangen wir an mit dem ersten Dorf. Malik. Das ist ein albanisches Dorf. Ja, du hast recht. Wirklich? Ja. Nächstes Dorf ist 4. 4. Ja, Bündner. Falsch, es ist Albanisch! Nein! Yes! Yes. Ah. Irgendwo Okay. da ist ein Counter. Entweder da oder da. Vielleicht auch da. Also, nächstes Dorf. Montpellier. Bündnerdorf. Absolut richtig. Ja. Was hat es verraten? Was? Ja, irgendwie das Jetsch. Gut, letztes Wort. Lazarett. Bündner. Albanien! Ja! 2 falsch, immerhin. Also so hat es genau so. Jenne bei der Abschlussprüfung gemacht, als er Bäckerlehre gemacht hat. Und jetzt habe ich gelesen, muss der Teig 2 Stunden ruhen. Ja, auf jeden Fall, jetzt ist unser Teig am Chillen und darum ist jetzt perfekt Zeit für das schwedische Weihnachtsquiz. Und das Quiz heisst, ist das eine schwedische Weihnachtstradition oder frei erfunden? In Schweden wird seit 1960 jedes Jahr auf SVT, das ist schwedische SRF, Donald Duck ausgestrahlt. Das ist Bullshit. Ist Bullshit. Ich sage, es ist Bullshit. Das ist die schwedische Weihnachtstradition. Wirklich? Wieso Donald Duck? Scheiß amerikanische Propaganda! In Schweden fängt Weihnachten offiziell am 15. November an. Das ist zurückzuführen auf eine alte Tradition, Silladoppandet. Und das heißt übersetzt das Heringtauchen. Das Heringtauchen. Also der Fisch. Ja, Heringtauchen. Das stimmt fix nicht. Nein, das stimmt nicht. Let's go! Die zweitletzte Frage. Schwedische Kinder wünschen sich kein Geschenk vom Weihnachtsmann, sondern vom Jülbock. Jüdelbock! Im 19. Jahrhundert. Was ist der Jüdelbock, Alter? Das ist ein Jülbock. Jüdelbock. Nein, ich sage, es ist Cap. Ich habe jetzt zwar durchgehend gesagt, es ist Cap, aber ich bleibe treu. Jüdelbock fix nicht. Also das ist Cap. Es war aber eine Tradition, bis der Weihnachtsmann auf Schweden kam. Zurückzuführen auf eben die scheiß Amis wieder mal. Dann stimmt es ja so halb, Jüdelbock. Ja.
Das ist der Jüdelbock. Das ist wirklich Ja, Jüdelbock. das ist wirklich ein Jüdelbock. Das ist wirklich von Schweden Jüdelbock. Ja? Wir verlosen den Jüdelbock. Also kommentieren einfach unten ins Video Jüdelbock und der es richtig schreibt, gewinnt. Oder so. Ihr dürft nicht googlen. Google ist verboten. In der nordischen Mythologie gibt es den sogenannten Hustomte. Hüstumte. Das ist ein alter Mann mit weißem Bart, etwa so groß wie ein 10-jähriges Kind, und mit einer roten Mütze. Er schaut vor allem auf den Hof und dass es den Tieren gut geht. Aber der Hustomte macht das natürlich nicht alles gratis. Nein. Er will auch belohnt werden. Nämlich einmal im Jahr, um die Weihnachtszeit umeinander, mit seinem Lieblingsessen Porridge. Ich sage, das stimmt. Hüstumte hat gerne Ja, Porridge. das stimmt. Let's go. 12. Dezember war doch so ein Abend gewesen, und wir sind so da gewesen, und es hat so mega viele Leute gehabt. Multimedia Awards. Wir sind dort gewesen. Wir sind da gewesen. Wir sind dort gewesen. Und haben wir gewonnen? Wir wissen es nicht. Darum schalten wir jetzt über zum Aussenbeitrag am Multimedia Award. Einmal im Jahr gibt es etwas, wo sich Multimedia-Studierende mehr darauf freuen als Weihnachten, nämlich die Multimedia Awards. Wir gehen jetzt ein bisschen umeinander, machen einen kleinen Stimmungscheck und fragen die Leute, für wer sie heute Abend werden stimmen. Now this is the first Now this is the first Wie habt ihr euch für den heutigen Abend vorbereitet? Gar nicht. Ja, es ist einfach alles ein bisschen hektisch. Für was sind ihr heute da? Für den Multimedia Award. Ich bin Nummer 1 Fan von Kadersmorgen. Verspüren da vielleicht einen Drang, um für jemanden Bestimmtes zu voten? Kadersmorgen. Ja, natürlich für Kater zum Morgen. Für was stimmt ihr denn ab? Habt ihr schon Favoriten? Kater zum Morgen! Woo! Nämlich so. Buh! Dank dem Willen verlieren wir an den Multimedia Awards. Als erstes darf ich die Jungs von Kadersmorgen auf die Bühne bitten. Und so hat jede Geschichte sein Happy End. Vielen Dank, sind ihr alle da gewesen, habt für uns gewotet. Das war richtig geil mit euch. Danke vielmals. Grosser Schrei raus an unsere Fans. Moin! Geil. So, ich habe hier euren Teig. Der hat jetzt genug gechillt. Und ich würde sagen, ihr zwei fangen jetzt an zu gutzeln. Und ich habe da noch eine kleine Challenge für euch. Und zwar müsst ihr je ein Gutzli ausstechen, aber ihr dürft kein Förmchen benutzen. Sondern ihr macht das mit dem Messer und das muss möglichst schön werden. Und ich werde das nachher bewerten. Zuerst müssen wir den Sieg auswählen. Ja. Ja. Mit Gewalt. So, jetzt nochmal schön, sauber. Und dann willst du es so rollen? Ja, sicher. Ja, wie willst du es? Ja, es spielt ja kein Rugel, oder? Rugel? Du musst nichts sagen mit deinem Geissengott. Wie heisst er? Genau. Und der jetzt schöner macht, gewinnt. Ruhm und Ehr. Und auch anders. Das Thema ist egal, oder? Ja. So unnötig. Ich tue das so abzeichnen jetzt da. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen beschiss. Was machst du genau Nein, das ist nicht der Jülbock. Die haben einfach auch Jülbock gemacht. Der hat ja auch so Hörner. Verdammte Scheiße. Magische Küche. Gib uns Backtrennpapier. Ich bin so dankbar für die magische Küche. Danke, magische Küche. Also, mit dem restlichen Teig machen wir natürlich noch mehr Gutzli, oder? Und da gibt es jetzt eine richtig coole Zeitraffer-Animation mit einem coolen Lied, das zur Weihnachtszeit passt. Jetzt kommt unser Bestreicher, nämlich der Maurin. Bestreicher. Was streichelst du am liebsten? Mein eigener Schnutz. Es driftet da wirklich ab. So, alles abpinselt. Ja. Ab in den Ofen. In der Mitte. Oh shit. So. Und du nimmst den raus, weil der Lumpen ist nass. Das wird so heiß. Weil es nass ist. Ja, logisch. Das Prachtexemplar von Gutzli. Geil. Mailänderli. Ich glaube, mit den Quizzes ist unentschieden bis jetzt. Darum
das beste Gutzli entscheidet. Das bewerte ich jetzt. Siehst du aber jetzt den Grössenunterschied? Oder? Alles klar. Ja, aber Größe ist nicht alles. Es kommt auf Technik an. Der Wille hat einen Julbock gemacht und ich habe einen Steinbock Das ist gemacht. wirklich sehr schwierig. Ausgestochen, muss ich sagen, hat es der Wille fast ein bisschen detaillierter. Das ist wirklich schön. Ist das so... Genau, so ja, das einbuchtig? habe ich gesehen. Genau das meine ich. Die Entscheidung ist gefallen. Ihr habt beide gut gekämpft. Aber es kann nur einen Sieger geben. Maurin, 7 Punkte. Wille 6. Wir haben einen Sieger. Du bekommst den Stern und darfst den auf unseren Christbaum setzen. Im Zeichen von allen, die Weihnachten feiern oder gestern Weihnachten gefeiert haben, ist der Stern. Ein Licht am Himmel für alle verlorenen Söhne und Töchter. Nicht so schnell, meine Damen und Herren. Jetzt kommt noch das romanische Wort vom Tag. Passend zum ganzen Setting, das wir hier haben, heute Gutzli. Und im Romanischen gibt es da natürlich heiße Diskussionen, was jetzt Gutzli heisst auf Romanisch. Gewisse Leute sagen Mams, andere sagen Kräfli und noch mehr sagen, ich weiß nicht, was es sonst noch gibt, aber die zwei kennt man sicher. Auf jeden Fall, ich sage Kräfli. Gutzli heisst Kräfli. Gut, das war das romanische Wort vom Tag, meine Herren. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Unsere super mega Spezial Bonus extra Weihnachtsfolge. Und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Julbock.